So, da sind wir wieder bei Face Noir und wir waren nicht beim Dr. Zindler. Kein Zweifel, das ist Professor Zindler. Das ist das Gesicht, das ich in der Zeitung gesehen habe. In der Zeitung stand, dass er bei einem Bombenanschlag auf Rickys Café starb. Ich denke, Gut, das kennen wir glaube ich alles schon. Und Mann, das war da irgendwo mit einem Rätsel. Lieber nicht anfassen. Man verdächtigt mich schon bezüglich Seans Tod. Wenn ich meine Fingerabdrücke auf einer zweiten Leiche hinterlasse, wird's kompliziert. Gut, da waren wir nämlich. Und da sind wir nämlich zuletzt nicht weitergekommen. Weil wir das irgendwie... verkehrt zusammenbauen. Da gehört vielleicht das da oben. Tja, gute Frage, wie das zusammengehört. Okay, das da hier. Das schaut doch gut aus, oder? Das können wir eigentlich lassen. Dann haben wir aber noch zwei Teile. Stimmt das? Das kann auch stimmen. Gut. Perfekt. Sieht so aus, als ob alles zusammenpasst. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, um das alles zusammenzukleben. Kleben. Die Teile fügen sich jetzt aneinander. Aber ich muss sie irgendwie zusammenkleben. Ja, und wie kleben wir die zusammen? Das ist Diese Karte gewährt mir Zugang zum die Karten fürs Archiv. Da haben wir ein Taschentuch, ein Horn, meine Zigaretten und mein Glücksfeuerzeug. Allerdings hat es mir nie wirklich Glück gebracht. war das nicht aus Wachs oder so? Kann es sein? Ja, wenn ich das Wachs an den Kanten schmelze, dann sollten sich die Teile zusammenkleben lassen. Scheint, als wären jetzt alle Teile gut verklebt. Gut, dann hätten wir das. Und was ist das für ein Teil? Dieser Diktiermaschinenzylinder ist beschriftet. Es muss sich eine Aufnahme auf dem Zylinder befinden. Aha. Und wo haben wir da so eine Maschine? Da steht ein Diktiergerät auf dem Tisch. Scheint so, als wäre es vor kurzem benutzt worden. Dann kann man vielleicht den Zylinder daher nehmen. So sollte es schon klappen. Gut, der Zylinder ist drauf.
Der Zylinder ist jetzt perfekt positioniert. Das ist der Ein- und Ausschaltknopf. Schauen wir mal, was auf dem Zylinder aufgenommen wurde. Der Zylinder läuft und die Stimme einer Frau mit französischem Akzent kommt aus dem kleinen Lautsprecher des Diktaphons. Sie stellt sich als Michel Nicolas von dem Rat der Fünf vor. Die Nachricht wurde für den Professor aufgenommen und beschreibt die Einzelheiten eines Plans, ihn und das Mädchen aus dem Museum zu schaffen. Nach dem Plan soll ein Mann vom Rat den Professor abholen kommen und ihn und das Mädchen in eine sichere Wohnung bringen. Die Aufnahme endet damit, dass die Frau dem Professor dankt, das Mädchen aus einer Stadt mit unaussprechlichem Namen geholt zu haben. Eine französische Frau, eine Vereinigung mit aufgesetztem Namen und ein Professor, der Mädchen entführt. Eine Menge verwirrender Informationen. Der Professor hat also das Mädchen hergebracht. Das erklärt einiges. Sean war wahrscheinlich einer der Männer, die den Professor und das Mädchen holen sollten. Sie folgten Michel Nicolas' Plan. Aber irgendwas ging schief und Zindler musste den Preis dafür zahlen. Ich kann mich erinnern, dass eine Organisation namens Rat der Fünf in der Aufnahme erwähnt wurde. Ich sollte ein paar Nachforschungen über Michel Nicolas anstellen. Vielleicht könnten Polizeiarchive diesmal auch hilfreich sein. Gut, es klingt, als dass wir wieder zurück müssen. Ins Polizeiarchiv. Haben wir da vielleicht noch irgendwas? Jemand hat Spiralen auf den Tisch gezeichnet. Die scheinen nicht von einem Erwachsenen zu stammen. Ich glaube, ich komme auch ohne zurecht. Da hinten? Scheint so, als habe jemand auf der Couch geschlafen. Der Professor ist mindestens 1,70 Meter groß. Zu groß für diese Couch. Er wird es also nicht gewesen sein, der hier gelegen hat. Sieht nicht nach einem bequemen Platz für ein Nickerchen aus. So, ansonsten haben wir anscheinend nichts mehr Spannendes. Vasen, Tafeln und andere Objekte, die ein Forscher faszinierend finden würde. Für mich ist das einfach nur Schnickschnack. Ein Bild vom Turmbau zu Babel. Der Bibel nach begannen die Menschen den Bau, um Gott näher zu kommen. Und Gott strafte die Menschen für diesen Hochmut, indem er ihre Sprachen verwirrte und sie so den Bau nicht beenden konnten. Scheint, als wäre doch was vom Kommunionsunterricht hängen geblieben, zu dem mich meine Mutter geschickt hat, als ich ein Junge war. Gut, dann hauen wir wieder ab. So, wo geht's da nochmal aus? Die Treppe führt nach oben, aber da komme ich... Gut, da kann man nicht aussehen. Gut, wo ist er drunten? So, marschieren wir wieder zum Taxi und lassen uns ins Polizeipräsidium fahren. Wo willst du hin dieses Mal? So, zum Polizeipräsidium. Zum Polizeipräsidium in Hoboken. Okidoki. Gut. Da können wir frei ein- und ausmarschieren. In den Gut, brauchen wir wieder die Stempelkarten. Wie war das noch? Sesam, öffne dich. Gut, dann gehen wir wieder an den Apparat her und schauen wir mal nach der Michel Nicolas.
Sieht so aus, als gäbe es auch eine Michel Nicolas. 6070121. Gut, da hinten. Akte 6070121. Michel Nicolas. Das ist Michel Nicolas' Akte. Die Akte Nicolas. Wie der Name schon vermuten ließ, hat sie französische Wurzeln. Komisch, unter Verbrechen steht hier nur ein sehr vages mögliche Verbindungen zu einer kriminellen Organisation. Ziemlich fadenscheiniger Grund, eine Akte über jemanden anzulegen. Das sind Berichte von verschiedenen Beamten. Sieht so aus, als hätten sie Michel Nicolas beobachtet. Das passiert in New York nicht häufig. Aber wenn doch, wird dafür Sorge getragen, dass mindestens 2 Beamte die Verfolgung des Verdächtigen übernehmen. Und es sieht so aus, als sei Malone derjenige gewesen, der die Beschattung angeordnet hat. Zumindest, wenn man von diesen Unterschriften hier ausgeht. Dies scheint der Bericht über die letzte Beschattung von Michel Nicolas zu sein. Sie kam am 28. Oktober 1932 in New York an und verschwand am 5. November. Derselbe Tag, an dem der Tod von Professor Zindler inszeniert wurde. Dem Bericht zufolge hat sie in der Woche einen Raum gemietet. Und Überraschung! Sie wählte Slowenskis Apartments als Versteck. Wenn man wenig Knete und ein nicht gerade makelloses Vorstrafenregister hat, ist das der Ort der Wahl. Wer weiß, vielleicht kann mir dieser schäbige Russe Slowensky doch noch ein paar nützliche Informationen über unsere entflohene Französin geben. Gut. Die Michel Nicolas war also in dem gleichen Apartment. Darum werden wir uns doch gleich mal auf den Weg machen. Johns Taxi. Wo willst du hin, Und zwar zur Essex Street. Zur Essex Street auf der Lower East Side. Okidoki. Gut, dann schauen wir mal. Vielleicht ist der Slowensky da. Gut, da ist er. Dann fahren wir ihn doch gleich mal. Was kann ich tun für dich, De Niro? Haben Sie jemals von einer Michel Nicolas gehört? Michel Nicolas. Der Name sagt mir nichts. Eine Französin. Sie wohnte letzten November in einem ihrer Apartments. Es gibt hier hohe Fluktuation, De Niro. Ich erinnere mich nicht an jeden, der kurz hier wohnt. Ich wohne hier schon seit über 2 Jahren, Slowensky. Es ist einfach undenkbar, dass eine Französin in diesem Schuppen voller Verlierer unbemerkt geblieben sein soll. Ah, das interessiert mich alles nicht. Ich bin interessiert daran, zu verdienen Geld. Warum interessierst du dich für Michel Nicolas? Ich will heiraten. Hab also das Telefonbuch aufgeschlagen und Ira war der erste Name, der mir begegnet ist. Oh, dein Zynismus wird dich bringen in Schwierigkeiten, früher oder später, De Niro. Erzählen Sie mir mal was, das ich noch nicht weiß. Michel Nicolas. Ich weiß, dass sie hier gewohnt hat. Hören Sie auf, mich anzulügen. Okay, sie hat hier gewohnt etwa einen Monat. Ich habe sie nur gesehen, als sie ist eingezogen und nochmal, als sie ist ausgezogen. Sie hatte ihre Miete bezahlt im Voraus und ich musste mich nie kümmern um sie. Sie hatte die Wohnung im obersten Stock, Nummer 607. No, zufrieden jetzt? Wissen Sie, was sie gearbeitet hat und warum sie das Apartment von Ihnen gemietet hat? Ich bin nicht Typ, der sich einmischt in Privatangelegenheiten von Leuten. Das ist dein Job, Schnüffler. Ich will Apartment 607 sehen. Tut mir leid, Herr Niro, aber ich kann dich im Moment nie lassen, Apartment 607. Warum nicht? Es wird renoviert. Sie haben beschlossen, ein Apartment zu renovieren? Fällt mir schwer, das zu glauben. Ist mir egal, ob du das glaubst oder nicht. Du wirst nicht sehen, das Apartment. Slowensky lässt mich nicht in diese Wohnung. So viel ist klar. Ich muss da irgendwie anders rein. Gut. Wiedersehen, Slowensky. Do svidania, De Niro.
Dann suchen wir uns eben einen anderen Weg, um ins Apartment 607 zu kommen. Gut, das ist da. Apartment 607. In dieser Wohnung hat sich Michel Nicolas versteckt gehalten. Ich glaube nicht, dass hier wirklich renoviert wird. Slowensky versteckt hier irgendwas. Womöglich ist vielleicht eine Leiche drin. Hat. Da antwortet niemand. Kein Geräusch dringt nach draußen. Da ist keiner drin. So, wie schaut's denn mit den Dietrichen aus? Wenn ich was rausfinden will, muss ich da rein. Gut, das Spielchen kennen wir ja schon. Wird wieder gefummelt. Verdammt, das Schloss hat sich zurückgestellt. Ich muss von vorne anfangen. Oh, ich glaube, das ist komplizierter als letztes Mal. Zwar eins da herüben. Gut. Das haben wir. Verdammt. Irgendwas sagt mir, dass da nicht nur Kissen unter diesem Laken stecken. Und das wäre dann die dritte Leiche heute Abend. Wie erwartet liegt der Leiche erinnert. Mein Französisch ist ganz schön eingerostet, aber ich glaube, das heißt der Weg zum Licht. Da sind genug Vorräte für einen ganzen Monat drin. Ich bin nicht der Typ, der Essen stiehlt. Eine alte Truhe. Da sind nur ein paar Bettbezüge drin. So wie der Abend bisher läuft, mache ich das lieber nicht. Ich will nicht noch eine vierte Leiche unter diesen Laken finden. Auf dem Schreibtisch liegt nichts, außer ein paar leeren Blättern. Ich sehe nichts Interessantes. Gut, was haben wir da hinten? Ach, da geht's noch hinten. Gut, dann schauen wir erst einmal da rein. Im Wandschrank sind nur eine Krücke und ein paar Lumpen, sonst nichts. Da ist nichts Interessantes drin. Nichts drin. Schauen wir uns mal die Leiche an. Wer immer unter diesem Laken steckt, hat wohl schon bessere Zeiten erlebt. Ich will zwar die Totenruhe nicht stören, aber ich muss rausfinden, wer unter diesem Laken steckt. Das würde ich nicht tun an deiner Stelle. Slowensky, was haben Sie mit diesem alten Schießeisen vor? Was immer ich will. Wenn du nicht machst, was ich dir sage. Also stecken Sie auch in der ganzen Sache drin. Ich weiß nichts über all das, Del Niro. Ich habe Befehlen zu folgen. Wessen Befehle? Die schwarze Lilie? Du bist nicht in Position, Fragen zu stellen, Del Niro. Du bist mehr in Position, Fragen zu beantworten. Ich beantworte grundsätzlich keine Fragen, wenn jemand mit einer Waffe auf mich zielt. Du wirst diesmal Ausnahme machen. Sag mir, Del Niro, für wen arbeitest du? Sie wissen ganz genau, dass ich für niemanden arbeite. Ich weiß, dass du bist Privatdetektiv. Aber das muss sein Fassade. Wenn ich einen anderen Job hätte, würde ich mir eine bessere Wohnung besorgen. Eine, wo man nicht vom Vermieter mit der Waffe bedroht wird. Du machst das vielleicht nur für Gottes Lohn, Del Niro. Ich bin nicht der Typ dafür, aus moralischen Erwägungen irgendwas durchzuziehen. Man kann bei sowas leicht draufgehen. Also, warum suchst du nach Michel? Michel? Sie nennen sie beim Namen.
Ich wette, Sie kannten sie gut. Ich bin derjenige, der stellt Fragen, De Niro. Warum suchst du nach Michelle? Ihr Name ist in einer Akte über einen Archäologen oder sowas aufgetaucht. Du redest von Professor Zindler? Sie sind gut informiert, Slowensky. Wo ist der Professor jetzt? Im Central Park Museum, mit einem Loch in seinem Schädel. Verstehe. Es scheint, viele Leute suchen dich in letzter Zeit, De Niro. Und der einzige Grund, jemand zu suchen, ist, dass er hat, was man selbst nicht hat. Wenn Sie auf meinen Sinn für Humor anspielen, haben Sie vielleicht recht. Lass das, De Niro. Meine Befehle kommen von einer Gruppe mit Namen Rat der Fünf. Der Rat der Fünf. Die gleiche Gruppe, der auch Michel Nicolas angehörte. Genau die, De Niro. Und wir haben große Probleme mit Mafiagruppe Schwarze Lilie. Wir wollen beide das Gleiche. Das Mädchen. Und Rat glaubt, dass du sie hast. Tja, da irren Sie sich aber. Das glaube ich nicht. Der Besuch, den du hast bekommen heute Abend, bestätigt, dass wir nicht sind die Einzigen, die glauben, dass du hast Mädchen. 2 Irrtümer machen noch lange keine Wahrheit. Komm schon, De Niro. Sei kein Narr. Hast du Mädchen? Das sage ich nicht, solange ich mich nicht mit Michel Nicolas von Angesicht zu Angesicht unterhalten habe. Das wird sein ziemlich schwierig, sich mit ihr zu unterhalten. Lassen wir endlich diesen Blödsinn und sagen Sie mir, wo sie ist. Sie ist ganz in deiner Nähe. Unter diesem Laken. Das ist also Michel Nicolas Leiche darunter. Genau. Die Schwarze Lilie hat sie erwischt, bevor sie konnte finden, Mädchen. Verdammt. Michel Nicolas war vielleicht die Einzige, die mir hätte helfen können, etwas über das Mädchen und die Geschehnisse heute Nacht herauszufinden. Wenn du willst antworten, wirst du warten müssen bis morgen früh, De Niro. Was passiert morgen früh? Morgen früh gegen 6 wird Rat Typen schicken, der Michel ersetzt. Morgen früh? Ich muss sagen, ihr habt einen beschissenen Sinn für Timing. Unsere Organisation hat nicht die Möglichkeiten, wie sie hat die Schwarze Lilie. Und wer kümmert sich um das Mädchen, bis dieser Typ endlich hier auftaucht? Gleiche Person, die sich hat bekümmert bisher. Du. Also soll ich auf das Mädchen aufpassen, bis dieser Typ hier auftaucht. Das verlangen Sie von mir. Genau das. Warum sollte ich diesem Typen trauen? Du hast keine andere Wahl. Außerdem hätte ich kein Problem, mich selbst um Mädchen zu kümmern. Aber ich bin nicht Mann von Tat. Ich bin nur Besitzer von Gebäude auf Lower East Side. Du bist im Moment beste Person, die sich kann kümmern um Mädchen. Wer ist dieser Typ, der morgen kommen soll? Oh, das weiß ich noch nicht. Keine Sorge, du wirst ihn treffen, sobald er ist hier. Was passiert, wenn ich das Mädchen übergeben habe? Wie ich schon sagte, ich nur vermiete Wohnungen, De Niro. Das sind Fragen, die du musst stellen, Typ, der morgen herkommt. Und jetzt entschuldige, ich muss zurück an Arbeit. Das wär's dann. Sie kommen hier rein, bedrohen mich mit einer Waffe und jetzt hauen Sie einfach so wieder ab. Ich wollte nur gehen sicher, was du willst mit Mädchen. Und darüber geredet zu haben, reicht Ihnen. Oh, das ist nicht alles, De Niro. In meinem Beruf muss man haben gute Menschenkenntnis. Und das klingt vielleicht komisch, aber du scheinst verlässlich. Ich verabschiede mich jetzt, De Niro. Viel Glück. Nun, wo ich etwas mehr über die Identität des Mädchens erfahren habe, sollte ich besser Seans Mörder finden. Ich muss herausfinden, wer ihn erschossen hat. Gut, das ist anscheinend Michel. Michel Nicolas Leiche. Sie war vielleicht die einzige Person, die mir hätte erklären können, was hier eigentlich los ist. Aber sie scheint im Moment nicht gerade in der Verfassung zu sein, Fragen zu beantworten. Ich sollte die Totenruhe nicht stören. Gut. Was haben wir da hinten? Und im Bad ist auch nichts. Nur eine Seife und ein paar Handtücher. Das Wesentliche eben. Gut, wir müssen den Mörder jetzt von Sean suchen.